Willkommen zum Wochenrückblick. In einem offenen Brief forderten vorige Woche die Gemeinderäte der Liste Burgenland in Großhoflein den Verbleib von Bürgermeister Dr. Wolfgang Grauter. Zitat: Wir wollen als Gemeinderäte mit dir als Bürgermeister arbeiten oder gar nicht. Daher gibt es für uns nur folgende Möglichkeiten. Erstens, Neuwahl des Gemeinderates mit positiven Gemeinderäten und Bürgermeister Rauter. Zweitens, oder Weiterarbeit von dir als Bürgermeister. Drittens, oder Rücklegung aller Mandaten der LBL-Fraktion, womit Gemeinderat Huf Vizebürgermeister wird und die LBL Großhoflein gestorben ist. Ebenso ein offener Brief ging an alle Gemeindebürger von Großhoflein, in dem die Mandatare die neue Wahl des Gemeinderates verlangen. Am 1.9.2014 Wolfgang Grauter erklärte schriftlich seinen Rücktritt als Bürgermeister. FPÖ-Reaktion auf die Unruhen in Großhoflein. Christian Ries, FPÖ-Landesgeschäftsführer und stellvertretende FPÖ-Bezirkspartei-Obmann von Eisenstadt, kommentiert die Ereignisse so: Sogar Liste-Mitbegründer Wolfgang Grauter scheint vor der Sinnhaftigkeit des Projekts Liste Burgenland nicht mehr überzeugt zu sein und hat unlängst all seine Funktionen, vor allem jene als Bürgermeister der Marktgemeinde Großhoflein, zur Verfügung gestellt. Was dann folgte, nahm Rauters Rücktritt aber jeden Anflug von Ernsthaftigkeit und Respekt. Zuerst droht gleich die gesamte Großhofleiner LBL-Fraktion mit Rücktritt und will ihre für immerhin 5 Jahre gewählte Funktionen nur dann weiter ausüben, wenn auch Rauter diese täte. Das eigene Schicksal wird blind mit dem des zurücktretenden Bürgermeister verknüpft. Mit einer Silbermedaille für das Burgenland feierte Gernot Kirschbaumer letzten Dienstag einen gelungenen Einstand bei der Militärweltmeisterschaft im Orientierungslauf in Güssing. Am ersten Bewerbstag konnte sie der Sportler von HSV Pinkerfeld Silber über die Mitteldistanz sichern. Er musste sie nur dem Schweizer Matthias Kiburz geschlagen geben. Für Kirschbaumer war es die 3. Medaille bei einer Militärweltmeisterschaft im Orientierungslauf nach Gold und Silber im Jahr 2011 in Brasilien. Ich gratuliere zum 2. Platz und zu dieser tollen Leistung. Das ist beste Werbung für den burgenländischen Sport. Ich wünsche ihm auch viel Erfolg über die Langdistanz am Mittwoch, freut sich Sportreferent Landeshauptmann Hans Niesel. 50 Lehrerinnen und Lehrer haben letzte Woche im Haydn-Konservatorium in Eisenstadt ihre Dienstverträge erhalten. Ich freue mich darüber, dass das burgenländische Lehrerteam mit jungen Kräften verstärkt wird. Wir wollen unsere Kinder und Jugendlichen im Land die bestmöglichen Bildungschancen ermöglichen. Dabei werden die neuen Lehrkräfte eine wichtige Rolle spielen, so Landeshauptmann Hans Niesel. Sicherer Schulweg. Diese Woche begann mit dem Schulanfang für zahlreiche Kinder und Jugendliche der Ernst des Lebens. Viele unserer Kinder werden zum ersten Mal den Weg zur Schule und wieder nach Hause alleine eintreten müssen. Auf den Straßen und Gehsteigen gibt es Gefahrenquellen, die von allem unsere Jüngsten nicht richtig wahrnehmen und einschätzen können. Deshalb wird es mit Beginn des neuen Unterrichtsjahres im Bereich von Schulen und Kindergarten verstärkte Polizeipräsenz mit Schwerpunktaktion geben. Auch die Firma Copy & Cut in Mattersburg beteiligt sich seit Jahren gemeinsam mit dem SPÖ-Landtagsclub daran, den Schulweg für die Kinder sicherer zu machen. Jährlich
werden für alle Gemeinden im Burgenland Plakate zur Verfügung gestellt, die die Autofahrer auf den Schulbeginn aufmerksam machen sollen. Landesrätin Michaela Resetar zieht eine erfreuliche Tourismusbilanz von Jänner bis Juli 2014. Ein Plus von 3% in der Tourismusbilanz von Jänner bis Juli 2014 weisen die aktuellen Zahlen der Statistik Austria auf. Mit knapp 1,65 Millionen Übernachtungen und 541.800 Ankünften von Jänner bis Juli konnte das Burgenland rund 47.600 Übernachtungen und über 28.900 Gästeankünfte mehr erzielen, freut sich Tourismuslandesrätin Magister Michaela Resetar. Von 27. bis 31. August war wieder Informzeit in Oberwart. Die Eröffnungsreden hielten der Bürgermeister von Oberwart, Landeshauptmann-Stellvertreter Magister Franz Steindl und die offizielle Eröffnung erfolgte durch Landeshauptmann Hans Niesel. Bei der Messe setzt man einmal mehr auf Vielfalt und wirklich der ganzen Familie etwas zu bieten. Der Messenstall mit den Tiervorführungen gab es 2014 genauso wieder wie Angebote rund ums Bauen, Energiesparen und Energiegewinnen, Jagen, die Bereich der Landwirtschaft und Gesundheit. Auf fast doppelt so viel Fläche wie im Vorjahr wurde bei der Inform 2014 Landtechnik präsentiert. Ob Traktoren, Grünland oder Bodenbearbeitungsgeräte, Holzbearbeitungsmaschinen oder Geräte zum Rasen- und Gartenpflege. Auf 1500 Quadratmeter konnte man sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in Sachen landwirtschaftliche Technik informieren. So bunt wie die Ausstellung ist auch das Programm, das auch auf der Messe geboten wird. Viele Aufführungen und Tagesschwerpunkte machen die Messe noch interessanter. Man setzt auf die bewährte Mischung aus Unterhaltung und Fachvorträgen. Ich darf Sie alle ganz herzlich im Namen der Stadtgemeinde Oberwart bei der Eröffnung der traditionellen Messe Inform willkommen heißen. Die Eröffnung der Inform hat bereits im Burgenland Tradition, und wenn die 44. Messe eröffnet wird, dann kann man wohl sagen, dass sich diese Messe in den letzten Jahren, Jahrzehnten hervorragend entwickelt hat. Und mit unseren Impulsen in den nächsten Jahren und den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wollen wir die rot-goldene Erfolgsgeschichte auch in Zukunft fortsetzen. In diesem Sinne darf ich die Inform, die Baumesse, für eröffnet erklären. Alles Gute, schöne Tage und viele Besucher. Die Mattersburger Hightech-Schmiede iNew revolutioniert die Mobilfunkbranche. Der Firmastandort in Mattersburg-Walbersdorf wurde ausgebaut. Landeshauptmann Hans Niesel gratuliert dem international erfolgreichen burgenländischen Unternehmen. Als das Unternehmen vor 10 Jahren als Drei-Mann-Betrieb gegründet wurde, wusste mit Ausnahme der Firmagründer noch kaum jemand, welches Potenzial in ihm steckt. Uns war schon immer bewusst, was unser Produkt kann. Wir haben etwas gemacht, was sie die Großen nicht getraut haben. Und wir hatten das Glück des Tüchtigen und sind nicht gefallen, gibt sie iNew Geschäftsführer Peter Nussbaumer bescheiden. Herr Landeshauptmann, heute Vormittag in Oberwart, heute Nachmittag in Mattersburg. Wie wichtig ist so eine Firma für die Burgenland? Ja, die burgenländische Wirtschaft, das hat Oberwart gezeigt, steht recht gut da. Ich habe einige Gespräche geführt. Natürlich könnte es besser sein. Die Krise ist noch nicht ganz vorbei. Aber iNew hier in Mattersburg ist ein besonderer Betrieb. Denn er steht für Hightech, er steht für Innovation und er ist vor allem in lateinamerikanischen Ländern sehr erfolgreich tätig. Hier arbeiten 70 Menschen im Burgenland. Hier gibt es viele sehr gut ausgebildete Techniker.
und die weltweit ihren Job verrichten. Und das ist das Besondere. Hightech findet nicht nur in Wien, findet nicht nur in der Nähe von Universitäten statt, sondern auch bei uns im Burgenland. Und das ist erfreulich. Herr Peter Nussbaumer, euch gibt schon 10 Jahre. Was macht ihr und warum Standort Mattersburg? Ja, was wir machen, ist relativ einfach. Wir machen Mobilfunkbetreiber, die kein eigenes Netz haben, aber die gesamte Abrechnung und die Kundenerfahrung hinten selber steuern. Das heißt, die Erfahrung, die ein Mobilfunkbetreiber heutzutage von einem modernen Netz hat, kommt von uns. Das fängt an dass wir die Rechnung stellen, das fängt davon an, dass wir alles für Gebühren, dass wir den Kundenkontakt handeln, dass wir Loyalty hineinbringen und dass wir auch die Kundenbetreuung dahinter haben. Am 19., 20., 26. und 27. September sowie am 3. und 4. Oktober 2014 wird es auf dem Burg-Glockenhaus wieder blutig zugehen. Graf Dracula persönlich nimmt die Burg in Besitz. In einem mehr als 2-stündigen Spektakel können Sie die Geschichte des Blutgrafen selbst auf der Burg erleben. Schauplatz ist dabei keine Bühne, sondern fast die ganze Burg. Dabei wurde Bram Stokers Meisterwerk Dracula erstmals von Thomas Koziol zu einem Theaterstück mit 3 Akten verarbeitet. Mit entsprechender Eventtechnik werden alle Teile und Räumlichkeiten der Burg, die vom Publikum besucht werden, in die Handlung mit einbezogen. Am 29. August wird in der Slowakei der Nationalfeiertag begangen. Eine kleine Feier zu diesem Anlass wurde auch in Eisenstadt abgehalten. In einem Café in der Fußgängerzone, wo im gleichen Gebäude das Konsulat der Slowakischen Republik und das Büro der Weinritter ist, wurde gefeiert. Namhafte Politiker wie der Landtagspräsident Gerhard Steyer und der Vizebürgermeister von Eisenstadt Günter Kovac waren gekommen, um zu gratulieren. Eine Vertreterin der Botschaft der Slowakei und einige andere hielten Reden und dann wurde das Glas eröffnet und gefeiert. Ich habe jetzt nicht nur die Aufgabe, was schon längst vollzogen worden ist, das Glas ist eröffnet, sondern im pannonischen Geiste, und es gibt keine Zufälle, es gibt auch eine andere Interpretation, nämlich wenn man das Wort umdreht, es fällt einem zu. Das ist ja der Zufall. Also es sind eigentlich Fügungen und die Fügung hat vorgesehen, dass wir heute noch, und ich bin autorisiert hier diese Einladung, wer Zeit und Lust und Liebe hat, weiterzugeben. Unser Prokonsul Landesrat Liegenfeld feiert heute ab 18 Uhr in seinem Weingut in Donauskirchen den 50. Geburtstag. Ich darf hingehen und wer mit mir zu Fuß geht, ist herzlich eingeladen. Das Glas ist eröffnet. Danke. Am 30. August lud der Landeshauptmann Stellvertreter Franz Steindl zu einem Benefizkonzert in Burbach ein. Trotz des eher schlechten Wetters waren viele Gäste gekommen. Auch die Landesrätin Magister Michaela Reseta und Eva Maria Marold waren unter den Besuchern. Der Eintritt war eine freie Spende und der Reinerlöse wird an die Krebshilfe Burgenland gespendet. Wer Apfel isst, hat mehr in der Birne. Eine Initiative des Landeshauptmannes Hans Niesel und des Landesrates Andreas Liegenfeld soll auf die regionale Köstlichkeit aufmerksam machen. Insbesondere der Aspekt der gesunden Jause für Kinder steht im Brennpunkt, aber auch die Unterstützung heimischer Bauern. Uns ist wichtig, dass sie die Burgenländer und Burgenländerinnen, insbesondere die Kinder, gesund ernähren.
man kann nie früh genug mit der richtigen Ernährung beginnen. Gerade deswegen sind uns solche Aktionen sehr wichtig. So Landesschulratpräsident, Landeshauptmann Hans Niesl. Die Unterstützung heimischer Bauern ist uns ebenfalls sehr wichtig, denn die Produkte sind von hervorragender Qualität, sagt Agrarlandesrat Andreas Liegenfeld. Sonntag wurde ein neues Mannschaftstransportfahrzeug der Freiwillige Feuerwehr Schachendorf seiner Bestimmung übergeben. Als Ehrengast konnte Landesrätin Magister Michaela Resetar begrüßt werden. Bei ihrer Festansprache ging sie unter anderem auf die Wichtigkeit der Freiwilligen Feuerwehr in der Gesellschaft ein und wünschte alles Gute für das neue Fahrzeug. Ein großes Fest feierte am 30. August die Freiwillige Feuerwehr Kobersdorf. Der Anlass dazu war das 125-jährige Bestehen der Ortsfeuerwehr. Zu diesem Fest kamen Gäste aus dem ganzen Burgenland und der Partnergemeinde Jandorf aus Deutschland. Gleichzeitig wurde auch ein neues Löschfahrzeug an die Feuerwehr Kobersdorf übergeben. Die Redner erzählte von den Geschichten und den Aufgaben der Feuerwehr. Landeshauptmann Hans Niesl sprach in seiner Rede von den großen Leistungen, die die Feuerwehr für die Allgemeinheit erbringt. Die Gelegenheit wurde auch genutzt, um zahlreiche Mitglieder der Feuerwehr zu ehren. Bio im Burgenland, eine Erfolgsgeschichte. Die Stärke der burgenländischen Landwirtschaft liegt in der Produktion qualitativ hochwertiger Lebensmittel. In kaum einem anderen Bereich zeigt sie dieses so deutlich wie in der biologischen Landwirtschaft. Nicht zuletzt aufgrund der Unterstützung des Landes konnten unsere Biobauern in den letzten Jahren ihr Angebot sowohl quantitativ als auch qualitativ beträchtlich ausweiten, erklärte Landesrat Andreas Liegenfeld aus Anlass des diesjährigen Biofestes letzten Samstag in Eisenstadt. Ausführliche Berichte und Filmbeiträge zu diesem und weiteren Themen finden Sie auf unserer Seite. Polizei News. Bankomat in Pottersdorf gestohlen. Ein Täter wurde nach einer Alarmfahndung festgenommen. Am 31. August gegen 4 Uhr früh stahlen mehrere Täter ein Bankomat aus einem Supermarkt in Pottersdorf, Bezirk Neusiedl am See, und flüchteten mit 2 Pkw. Im Zuge einer sofortigen Alarmfahndung wurden zuerst ein Fluchtfahrzeug und kurz darauf ein möglicher Beteiligter festgenommen. Im aufgefundenen Fluchtfahrzeug konnte die Bankomat sichergestellt werden. Das zweite Fahrzeug und die weiteren Beteiligten sind bis dato flüchtig. Fahrkartenautomat und Tresoreinbrüche in Niederösterreich, Steiermark und Burgenland geklärt. 6 Verdächtige in Haft. In der Nacht zum 18. Mai 2014 ereignete sich ein Einbruchsdiebstahl in ein Geschäft in Hartberg, Steiermark. Die vorerst Unbekannten schnitten in den Objekt einen Standtresor auf und entnahmen das Bargeld. Die Verdächtigen, die 2 Fahrzeuge zur Tatausführung benutzten, wurden bei der Rückfahrt nach Wien von Bediensteten des Landeskriminalamtes Niederösterreich festgenommen. Das gesamte Diebesgut sowie das Tatwerkzeug wurden sichergestellt. Die weiteren Erhebungen ergaben, dass mindestens einer der Festgenommenen an einem Einbruchdiebstahl in ein Lebensmittelgeschäft in Pinkerfeld, Burgenland, in der Zeit von 10. bis 11. Mai 2014 beteiligt gewesen sein soll. Bei diesem Einbruch wurde ebenfalls der Tresor aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Veranstaltungshinweise. Der Ring Freiheitliche Wirtschaftstreibende feiert sein Jubiläum, 40 Jahre RFW Burgenland. Am Freitag, den 5. September 2014, wird die Feier in Lackendorf beim Wirtshaus zum Rosniak stattfinden. Der Beginn ist um 18:30 Uhr. Am 6. September 2014 findet im Antikparadies in Kemetten der alljährliche Frühschoppen statt.
Am 7. September 2014 lädt die ARGE der Bauerinnen des Bezirks Mattersburg zum Erntedankfestmesse in der Wallfahrtkirche in Kleinfrauenhaid ein. SPÖ-Clubobmann Christian Iletic lädt euch am 7. September 2014 zum Kulturfahrt in Hirn ein. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Parkplatz der Schenke. Das war es wieder für diese Woche. Vielen Dank für Ihr Interesse und eine schöne Woche wünscht Ihnen CCMTV.